Goedemorgen, welkom te Zondagschool. Vandaag is de tweede klas wat we gaan angefangen om evangelium te beschrijven. We gaan ons 3 dingen en 4 Zondagschool bekijkt. Wer wil mij mal halt notwendig sagen, wo die 3 dort sind? Da fang an mit. Ei. Gott ist heilig. Sehr gut. So, Punkt Nummer 1. Gott ist heilig. So, muy bien. What's der zweite Punkt? Das ist der dritte. Der Mensch ist nicht heilig. So gut. So, Mensch ist ein Sünd. Und das meint, der Mensch ist von Gott so weit getrennt aus der Finsternis. Dann haben wir den dritten Punkt ans bekijkt, dass Gott ist gerecht. Und was bedeutet das? Gott ist doll. Gott kehrt der Euer. Und ob so wie dort nicht gewandt sind, die Bibel redet mehr von dir als von uns eine andere Eigenschaft von Gott. Das bedeutet so viel, dass das heilige Gott, der will die Menschen vernichten wegen Sinn. Und wir können nicht im Evangelium anfangen, bitte wir diese 3 Wahrheiten aus Losfahrt mitnehmen. So, wir haben ein heiliger Gott, eine sinnliche Menschheit, und dann haben wir einen Gott, wo du ut ist, nur Gerechtigkeit. Gott von der Tür ut, Mord, Sinn bestrafen. Dann haben wir im Punkt Nummer 4, frisch ans Mensch. So, an jedem Morgen, der Celeste, der merkt immer, Gott, Mensch. So, wenn Gott heilig ist und die Menschen sind da, und wenn Gott gerecht ist und Menschen bestrafen will, wo lässt den Mensch tun? Verdammt. Ja? Dort sagt uns, dass der Mensch unbedingt sich nicht selbst raten kann. Also, was kann der Mensch tun, um mit dem heiligen Gott Versöhnung schaffen? So, ich weiß, dass wir können mit Menschen uns jachten. Wenn wir das noch nicht können, dann machen wir bloß 2 Kinder haben, dann weiß wie wir das schaffen. Jüngler hat das vielleicht, aber wir hatten 7 Jahre bis ein Kind. Und dann haben wir noch ein. Und dann sitzt ihr über das Hof. So, wenn die alle erwachsen sind, dann weiß ihr, dass wenn 2 Menschen sich übereinander kommen, dann ist erst was verbrochen geworden. Und dann wird Versöhnung geschafft. Der Trouble ist bloß, dass Gott ist so heilig und der Mensch ist so sinnlich, dass der Mensch ist hoffnungslos, verdammt. Die Bibel lehrt uns eine Wahrheit, was von diesem Tag sehr wenig gelehrt wird. Von Menschen sieht es, als du nicht ein einziges Ding, was ein Mensch tun kann, um nicht verdammt zu werden. Und ich weiß, dass das hier sich so düster und traurig, aber das fehlt uns immer wahre Denken zu halten. Dort von Menschen eine Tür ut, haben nicht, was wir können tun. Von was Adam im Garten Eden gesündigt hat, hat die Menschheit aber noch einmal geprüft, durch eine Weise, sich diese Versöhnung zu verdienen. Wir fingen ganz über die Welt und alle Menschheiten einmal und versuchen, nur bei Gott gut anzukommen. Also, wir können so weit im Boot fahren und die ganz, man muss sagen, aufgewanderte Menschen kennenlernen
und die werden immer noch glauben, dass wenn sie genug Dinge tun, dann werden sie bei Gott ankommen. So dass je abfasst, gute Worte, vielleicht eine gute Anstellung. Und dann kriege ich fertig das Bild mit, dort durch eine Wegschule und da ist ein raufgefallen. Und wenn wir genug gute Worte waren und ableiten, dann war das Glückbein und all das hier da. Aber die haben alle denselben Trouble. Alle Menschen proben die menschliche Verdammtheit abzufixen mit Worten. Dazu, weil wir uns dann von der trägen nur Jesaja 64, Vers 5 blättern, und ich frage mit einer Vergebung für sind, nach wie mit abgerechnet, wie viel zu Buße hier war, so ich war von der sein Rühr zu sein. Wir drehen nur Jesaja 64. Ich lese den nur einmal applaudisch. Jesaja 64, Vers 5. Wir sind alle so aus die gesetzlich erren sind, die uns soll reich bewiesen, als aus ein schwinschet Karre. Wir sind aus verdrehte Blätter in unsere Sünden, fehlen uns zu sehen, so aus der Wind. Ich will den selben Vers aber noch einmal auf Spanisch lesen. Dort sagt es jetzt, saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí, tú te enojaste porque pecamos. En el pecado hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso salvarnos? Si todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Dort sagt also Jesaja 64, dort unsere Gerechtigkeit, der ist bei Gott so aus ein schwinschet Karre. Und ich will dort von der bildlich mehr. Wir sind hier in der so Klaus alle erwachsen. Der redet hier nicht bloß von uns in schwinschet Karre. So, wir muss sagen, dort, wir haben hier einen Mensch, und der glaubt, der ist gerecht. Und wenn wir uns mal diese Gerechtigkeit wird beschrieben. Warum muss ich noch mal so geschrieben? Und wird es Karre. Und wenn ich will, stellt ihr dort dann noch Schmack für. Schmack ist Schubswahl, für ein Dörrchen kommt, dann hast du ein Karre gemerkt. Und dort Schmack wird. Dort wird Gerechtigkeit sein. Dann schrift Jesaja durch, dort unsere Gerechtigkeit ist aber bei Gott so ein schwinschet Karre. Das Karre, von dem ich hier rede, so ist die meisten Menschen, die verstehen, ist die Karre von der Menstruation. So, wenn du früh eine Regel hast, die Schädgeblatt hast, dort schwinschet Lunz. Mensch mag es mit der Karre vergleichen. Was Jesaja prüft zu tun, als uns Menschen dort deutlich zu merken, dort morach dort findet, was du glaubst, was du getan hast, dort ist bei Gott eklig. Kein Mensch hat an sich nicht eine Spür von alles, was bei Gott kann, aus Gerechtigkeit angeregt wird. Dort schafft einfach nicht. Römer, Kapitel 3, Vers 20. Du sagst im Neuen Testament, in Paulus prüft javons du ein golden Ungerecht über was das Evangelium ist. In Römer 3, Vers 20, du lest, wie es steht. Wils durch Gesetzesworten, was kein Mensch für Gott gerecht wird. Willst du dadurch, als dort bloß zu sein, was Sinn ist. Also, Worten kann bei Gott keinen Sinn auflassen, nicht im Bett. Galater, Kapitel 2, weil wir uns du futz du lesen, Galater 2,
Und ich lese vom Vers 15 wieder. Und hier, als ich lese diesen Text dabei, wenn manch einer von uns als in der Sonntagsschule abgewaschen, und wir haben dann einmal wieder mitgekriegt, dass Gott hat ein feines Volk gewählt, Abraham seine Nachkommen. Und dann sagt er hier, das ist das, Galater 2, Vers 15 und wieder. Wie selbst, die wie aus Juden geboren und nicht Sünder von der Völker sind, wollten, dass ein Mensch nicht durch das Gesetz holen, gerecht wird. Okay? So, ich weiß, dass vielleicht bist du in so einem Zirkel groß geworden, wo du noch mal gesagt hast worden, wenn wir wollen kennen, die Gesetze von Alten Testament nur kommen, dann wird Jesus uns nicht raten, wenn er wir raten. Das sind Lehrjes. Das lehrt die Bibel uns nicht. Und ich wünsche mir, dass ich da was von lernen und wir alle können. Kein Mensch kann fein genug sein, damit Gott nicht verdammt wird. Du hast bloß nichts, was du in erkennen tun, geraten zu werden. Krieg im Galater Kapitel 3, du lesest wie Vers 19 das steht. Galater 3, Vers 19. Sowieso ist das gesagt zu dann. Galater 3, Vers 19 sagt, woran dann das Gesetz? Das Gesetz wird boven angegeben, dass wir daran sein können, was Sinn ist. Okay? So, wenn wir das Gesetz haben, das Gesetz ist uns nicht gegeben, dass wir wollen sagen, okay, wenn ich mit Mama und Papa ehren, wenn ich bloß Gott anbeten, wenn ich nicht aufgehört haben, wenn ich nicht aufgehört sein und all diese Dinge, dann will ich Gott mich gleichen. Das ist nicht, was du hast. Das Gesetz ist uns gegeben worden, dass wir bewusst sind von diesem Punkt Nummer 4. Das Gesetz soll die nicht raten. Das Gesetz soll die dort deutlich merken, dass die Radung fehlt. Und das sind zwei so verschiedene Dinge. Also, wenn ich und du das Alte Testament lesen und Gott dort mit Dingen verdacht haben, das Einzige, was dort in einen Christ soll wirken, oder einen Mensch überall soll wirken, ist bloß uns wiesen, wo schrecklich so kalt wie kommen. Und dort, wo Gott heilig ist. Und dort hat bei mir lang gedauert, das zu verstehen. Wenn so viel Mal reden wir so glücklich von Gott als heilig, wenn wir glauben, dass Mensch, wenn der bloß ein klein bisschen besser sein, dann würde all bei Gott ankommen, das Leis. Die Bibel lehrt uns so klar, dass das Gesetz ist bloß verdammend. Das Gesetz bringt einmal Ware und einmal Ware, bloß unsere sinnliche, verdammte Natur vernach. Paulus selbst in Römer 5, wir waren nur Römer Kapitel 5, Vers 20 gehen. Römer 4, Vers 20 sagt dort, das Gesetz wird gegeben, dass die Sünde mehr vernach kommen soll. Also, nur Paulus sein Utrechten nu am ganzen Galaterbrief und am ganzen Römerbrief finden wir, dass Paulus bleibt darauf sagen, dass das Gesetz wird bloß gegeben, uns Schuldgefühl abzuleiten. Und nicht unirrsinnig. Die Sünde soll uns schuldig teilen und wir sollen uns schuldig fühlen. Ich glaube, wir wollen ein gerechtes Bild merken können, wenn wir vom Gesetz wollen reden, aus einem Spiegel. Wenn wir im Spiegel angucken, der Spiegel sagt uns einmal, was wird uns sehen, ob wir das gleichen oder nicht. Und ich habe das letzte Weg im Spiegel mir mit 40 gefühlt. Ein Jahr trägt ich Haar und ich habe halb so viel. Der Spiegel ist nicht schuld daran, aber einmal der Spiegel, der vertraut mir bis die Wahrheit. Wenn du die Wurst angeschwingt hast, und noch sehr much mehr beklast, und du jetzt in den Spiegel anchecken, das Einzige, was der Spiegel tut, ist, der sagt, die
die fehlt zu waschen. Der Spiegel wascht die nicht. Der Spiegel können die sein, wenn du nicht schwinsch wirst, aber besser sein, aber du bist schwinsch. Wenn wir dort gesagt, was die Bibel uns gibt, aus dem Spiegelwurm für uns sagen, dann würden wir vielleicht unsere Meinung über Gesetz und Gesetzen holen, ändern. Wenn dann wir dort ein Spiegel als bloß ein Stück Glas an der Wand angebracht, was uns die Wahrheit verhält. Der merkt uns nicht rein. Dort fehlt uns ein Klumpen Wasser, ein Klumpen Seife und dann noch doll Energie. Also, muss wir dort der Punkt Nummer 4 von dem Mensch seine Verdammtheit als so viel schlimmer, als was wir gewöhnlich darüber nachdenken. Menschen sind verloren, ganz hoffnungslos, wenn Menschen kennen, ob ihrs nicht zu der Rettung bieten. Die Bibel sagt aber nicht, dass wir bloß mit krank sind. Die Bibel merkt es als ein Bild von Tod und Leben. Wir wollen nur Epheser Kapitel 2 drehen. Epheser Kapitel 2. Epheser 2, Vers 1. Du sagst, das ist das. Je werden an jene Sünden jährlich tot, als je noch so leben, als diese Welt dort verlangt. So unbedingt redet der Epheserbrief am vergangenen Ton, wenn er redet zu Christen. Je werden, das meint vorher nicht mehr. Wo des Tages handelt es, dort der braucht du Sinn und der braucht du dann mit der Beschreibung Tod. Okay, so, wie viel können Toten anstellen? Kann ich das mal sagen? Je weet nog niet dat je weer niet dood was. Okay. Ik wil ook niet mijn kop voor een rot leggen. Zum Uitvingen als op 5 miljoen euro voor. Nou weet ik al van dat ze beobachten. Een doden, dat niks meer. Een doden 4 Wieten begrafenis, dat komt er niet zelfs aan. Ik vind dat mij hat so neidig gefehlt, frisch vom Evangelium, mir mal dort nennen zu hüpfen, wenn der sinnliche Zustand vom Mensch wird so gleichzeitig durchgestellt. Wir glauben immer noch als Christen, dass so schlimm ist das nicht. Und ich will von jou mit Jün Taub, bloß mal ans der Frau fragen, wie viel merkt ein Toten von sich? Nichts. Also, wenn wir wollen den Mensch seinen verdammten Zustand beschreiben, dann haben wir keinen anderen Weg, als sagen, du als Mensch bist verloren und verdammt und du hast nicht einen Finger, wo du rühren kannst, um dich zu raten. Das ist, was die Bibel uns lehrt. Wenn wir am Jesus tot sind, dann meint das, dass wir nichts damit tun. Ein Toter kann nicht noch beten, ein Toter kann nicht halten, ein Toter kann sich nicht selbst zurück zum Leben bringen. Du fehlt dort an Gott. Wenn wir den Zustand von einem sündlichen Mensch beschreiben als Tod, ich glaube, du fangen wir an zu begreifen, wo groß Rettung ist.
Das Punkt, als die wird uns auch merkt, fangen mit heucheln, wenn wir glauben, dass dort ja schlechtere und bessere Menschen. Also wir würden so leicht sein, dass wenn irgendwer sich rumhört oder süpen das oder alle Schweinerei trifft, dann wo wir hier nicht sitzen und sagen, ja, dem fehlt Radung. Und das ist so. Aber dem fehlt nicht nur als die. Wenn als Mensch sie einen Sinn geboren, dort mir bloß klar, als sie verloren. Veranmals, dann würden wir Menschen dann aber auch noch sagen, dass dort ja ein bisschen bessere Menschen. Also, wir würden dann noch behaupten, dass einige Menschen segnen nur Gott. Und dort dann noch, du mal bei, ein Doden siegt nicht. Ein Doden ist Tod. Römer 3, Vers 11. Römer 3, Vers 11. Römer 3. Ich lese du so vom Vers 11, wie das so steht. Du als keiner, der ein Verständnis für Gott hat oder nur am Segen hat. So haben alle Gott seinen Weg verloren und sind nutzlos geworden. Du hast nicht einer, der noch das, was Gott ist. Kehl ist aus ein upnet Grof. Tung redt hänget licht vierende Lees. Und Lappen als Schlangenjaff. Mühl als voll Fliegen im Betternis. Sie sind plötzlich ab der Feit, wenn dort ab onkam Blut zu verjeuten. Aber Weh als sechs Nisch aus Trüa, will sie alles an den Grund bringen. Und sie kennen den Weg nicht, ab den du Friedes. Sie sehen nicht, dort Gott zu fürchten ist. Maki, wo Römerbrief menschlichen Zustand beschrift. Am Vers 11 sagt er, du hast keiner, der ein Verständnis für Gott hat oder nur am Segen hat. Von der Menschheit aus hast du kein wirklichen nur Gott Segen, so ist die Bibel uns dort beschrift. Und hier ist, wo uns dort soll, im Westen sich haben so amaglich mehr angefallen und von anderer Seite so läuft. So, wenn wir uns nicht bewusst sind, dass der Mensch erst bloß einen Sinn verdammt und du hast nichts, was ein Mensch tun kann, um sich selbst zu raten, und dass die Bibel uns Menschheit so beschreibt, als Menschen, die nicht nur Gott siegen, dann sonst Zustand so ja schlimm. Das kann nicht schlimmer sein. Das meint unbedingt nicht, dass du nicht Menschen sind, wo du alle Sorten interessante Dinge tun, nur ihre Meinung nur mit Gott Versöhnung zu kriegen, oder nur natürliche Erfahrungen sehen. Das meint bloß, dass uns sämtlicher Zustand ist so schlimm, dass dem wahren Gott entgegenzukommen ist allmählich. Also Menschen fingen immer alle Sorten Gedeihen ut, wo wir uns Gott nudren, nur Menschenmeinung. Sogar in der Bibel fingen wir Menschen, wo du ab ihrer Meinung nur will, Gott entgegenkommen, Gott halten. Das wird immer als Sinn beschrieben. Das merkt kein Mensch nur an Gott kommt. Das merkt ein Mensch wieder auf. Du weißt, weil Menschen in Gott wird sich nur anstalt. Alle Utfänge auf der Welt von Menschen nur Gott zu kommen, als immer mit der Idee, Gott wird sich so anstellen, nur mir. Und glaub mir, dort hielt sich tschüss ja aus, was wir dort würden gleich tot stehen. Unsere deutsche Menschheit hat 500 Jahre Geschichte hinter sich. Und im 15. Jahrhundert
fängt der Movimento Protestante an. Also Martin Luther, Menno Simon und all die anderen Freunde. Dort fängt 500 Jahre zurück an. Dus immer war der Christentum manche was, aber du mank als immer klar in nur wohne Kolonie oder nur wohne reiche Menschen bekehren. Du warst immer fäng, die haben sich in Gott gemerkt, was nur ihre Meinung noch sich verändert anstellt. Und das ist Sinn. Kein Mensch von der Tür aus kann nur den wahren Gott sehen. Wenn Gott ist heilig und wie Menschen sind verloren. Wenn wir die Geschichte hier nur aufbringen, dann würde das die miserablichste Geschichte sein, was wir jemals am Gottesdienst gehört haben. Dann haben wir einen heiligen Gott, der unfruchtbar ist für uns Menschen. Und wir haben einen Mensch, einen so einen sinnlichen Zustand, dort Gott bloß an euer brennt, in Gerechtigkeit ausführen soll. Dann haben wir einen Mensch, der verdammt ist, wenn der Mensch aus sich selbst nicht handträgt. Der menschliche Zustand merkt uns klar, dass wenn der Mensch sich nicht raten kann, dann muss eine Radung von Gott kommen. Und das ist die Wahrheit, was die Bibel uns lehrt. Wenn wir das begreifen können, dass uns Menschen sind wie verloren, dann wollen wir das begreifen können, dass Radung bloß Gott sein Werk ist. Und das fehlt uns so neidig zu weiten. Wenn Gott heilig ist, die Menschen sind da ist, wenn Gott in gerecht auf dem Wort über alles beisitzt, und wenn der Mensch sich nicht aus sich selbst raten kann, dann bleibt nur nichts anderes übrig, als zu warten, was Gott raten wird. Und das kriegt die Geschichte vom Evangelium. Das Evangelium deckt diese Wahrheit ab. Aber für die Radung abgedeckt wird, muss das Bedürfnis von Radung abgedeckt werden. Wenn wir dann wiedergehen, dann werden wir uns lesen in Johannes Kapitel 1, Vers 14. Johannes 1, Vers 14. Gleich Johannes Evangelium bitte eigentlich so, wenn Johannes als so demütig am Sinn von der Puch sich nicht mehr, was er mit Jesus belebt hat, aber der sagt uns dort so, dass wir uns geläuft fühlen. Dort sagt er, und dort wird Mensch und wohnt mang uns. Also Gott kam rauf und wohnt auf der Welt. Und dann sagt er, du hängst an, und wir sahen, wo herrlich wir. Eine Herrlichkeit, so als ein Vater seinem einzigen Sohn, der ja voll Gnade und Wahrheit. Johannes lässt ihn selbst im ganzen Kapitel 1, der merkt du ganz klar, dass Gott kam rauf auf die Erde. Und dann sagt er, du demütig, wir haben ihn gesehen. Und das ist so cool. Stell dir vor, was wir uns bekickt haben. Gott ist heilig, Mensch ist Sinn, Gott ist gerecht und der Mensch ist verdammt. Und dann haben wir hier im Punkt Nummer 5. Gott kämpft rauf. Wenn ein Mensch sich nicht selbst raten kann, dann ist dort bloß Tauschton, okay, dann mag Gott oder dann kann Gott. Und dann sagt Johannes, gelebt die Zeit, wo Gott raufkam. Wir lesen in Galater 4, Galater Kapitel 4.
Ich lese Galater, Kapitel 4, von Vers 4 und wieder. Aber aus der Zeit erst gekommen wir, schickt Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, in unser Gesetz Gestalt. Er soll die losschreiben, die unser Gesetz wird, dort Gott uns kann annehmen aus seinen Kinder. So wir haben uns groß angeholt, dort das Gesetz und der wird unser Gesetz wird, die waren von dem Gesetz bloß noch einmal Schweinchen gemalt. Und dort wir Wahrheit. Menschheit ist Schweinchen und verdammt. Dann fingen wir aber, dort willst die Zeit reich wir, dann kam Radung. Und du merkt, so viel Sinn, Radung non zu checken, wenn wir dort ansehen, dort als Menschen so verloren. Dort wir Gott sehen angehen. Dort ist Gott sehen angehen. Die Lösung für diesen Trouble, die auf Spanisch sei wie la solución al problema del pecado surge en Dios. Die Lösung für den Trouble von der Sinn, die wird an Gott verdacht gebracht, nicht an Menschen. Wir sind verloren, hoffnungslos, und Gott seine Rettung. Du wen ist der Punkt Nummer 5, Jesus Christus. Wenn wir den Trouble erst beschrieben haben, dann sind wir bereit, die Lösung zu beschreiben. So, das Zentrum vom Evangelium ist unbedingt Jesus Christus. So, vielmal, wenn Menschheit überall, alle, noch warten, wie es von Glauben haben, dann fingen wir dort mit schwierig, wo wir Jesus beschrieben als der Retter. Und ich wünsche mir, dort, wenn wir hier nun an Jesus oder Gott ab Erde nennen gehen, dort wir uns wollen diese Beschreibung von der Bibel geben. So in Matthäus Kapitel 16, Vers 5. Matthäus 16, Vers 15. Matthäus 16, Vers 15. Matthäus 16, Vers 15. Du lesest dieses Stett. Und heute seht ihr an, und wer sei je, dort ich sie. Der Antwort zu dieser Frau, die entschlitt den Destino. Halt mich mal, was ist ein Destino? Der Antwort zu dieser, ich werde einmal auf Spanisch sein, aber ich will sein. La respuesta a esta pregunta define el destino eterno de toda la humanidad. De antwoord te de vrouw, wer is Jezus, is de antwoord voor den Mensch, oder de Menschheit, oder Ewigkeit. So Jesus hat gegaan, der hat Wunder getan, der hat diese Jungs alles Arten gelehrt, der hat mit seinen 12 Apostel taub. Da haben sie auf ihr Raum gegan, von einer Art nach andere. Da sind so viele Wunder passiert. Der hat 2 Bakjes uitgedeeld, ein Fisch uitgedeeld und allemaal. Der hat so viele Kranke geheilt. In Matthäus 16 fängt Jesus an mit der Frau, wer seien die Menschen, wer ich sie. Und dann war wir an, dort die Menschen haben alle diese Coole gedeiht. Das ist ein guter Lehrer, das ist ein Prophet, das ist vielleicht Elias und weit was alles. Und wenn Jesus am Vers 15 die Jünger fragt, wer glaube ich, wer ich sein, weit wie dort all die Antworten vorher werden alle artig. Jesus wird nicht Elia, Jesus wird nicht ein guter Lehrer, Jesus wird nichts von dort. Dann kam die Antwort von Petrus am Vers 16. Simon Petrus antwortet,
du bist der Christus, den lebenden Gott sehen. Und dann sagt Jesus zu Petrus, selig bist du, Simon, Jona, sehen, das hast du nicht von Menschen, dort hat mein Vater am Himmel die Obenwort. Moki, wo euch Menschen Zustand ist. Die Offenbarung, dort Jesus, der Radar von der Welt, wie um Petrus, wie nicht Petrus sein. Da hat Gott den Offenbart. Ich nehme an, dann habe ich ihm neue Dinge zu überlegen. Lud die durch für so ein bisschen an, dass wenn du Radung klar hast, das lotre Leib in Gnade von Gott. Du hast die nichts zu tun. Und das fehlt uns manchmal denken zu haben. Wenn sogar Petrus, der sagt, du, das ist eine große Wahrheit. Und dann sagt Jesus zu denen, ja, das stimmt. Aber das ist nicht, dass du so klug bist, dass du das ausgefangen hast. Du hast Gott die Offenbart. Und für mich und für dich, als dort dann ein großer Denken habe, dass wann wir Radung erlebt haben, dort wegen Gott nicht wegen dich. In mir hat es so dankbar gestellt. Und Jesus nannte ihn, als Gott rief und sagt, ich will die raten. Wenn das meint so viel, dass ich keine Gnade erlebt, ab so einer Welt, als wir dort noch wenig Mal ans Handdenken gehalten. Wieso wir dort dann neidig? Also, nun sind wir alle hinterwegs, wir haben uns gerade gesagt, dass Petrus hat diese Offenbarung. Dann, weil wir aber die Frau antworten, wieso wir dort neidig, dass Christus raufkommt. So dann, wenn dort neidig wir, dass Christus raufkommt, dann müssen wir uns aber auch frisch den Trouble einmal durchstellen. So der Trouble ist, Gott ist heilig, die Menschen sind Sinn, Gott will gerecht üben. Gott seine Gerechtigkeit, der erwartet Straf, und der Mensch kann sich nicht halten. Daher fehlt du ein Vermittler. Du fehlt erst, wer für Gott kann reden, und du fehlt erst, wer für Menschen kann anstehen. Und das, wo Christus, Gott ruf, wichtig ist. Wir lesen 1. Timotheus, Kapitel 2, Vers 5. 1. Timotheus, Kapitel 2, Vers 5. Du sagst, dass es steht. 1. Timotheus, Kapitel 2, Vers 5. Willst du als ein Gott und du als ein Vermittler, der zwischen Gott und Menschen steht, der Mensch Christus Jesus. Der sich selbst handelt als Leisgeld für alle Menschen. Dort wird zur rechten Zeit bewiesen dafür, dass Gott haben will, dass alle Menschen soll gerettet werden. Jesus ist ein Vermittler zwischen dem heiligen Gott und dem sündlichen Mensch. Das muss passieren, dort Menschen können mit Gott versöhnt werden. Aber dort das können stattfinden, muss Christus vollkommen Gott sein, vollkommen Mensch. Und dort ist, wie Jesus ist. Vollkommen Gott, vollkommen Mensch. Und das ist, was uns an Jesus so gelebt merkt. Gott kam rauf, demütig sich, und brach der Radung uns, was Vater der. So wir wollen was durchluten für von dir, und dann freuen wir uns zum nächsten Sonntag wieder zu tun, weil wir noch tot beten.
Vater im Himmel, Dankeschön, dass wir die aus Vater kennen. Dankeschön für die Radung der Gnade, die du uns schenkst. Dankeschön, dass du uns so gelebt hast, dass wir deine Gnade haben können, erfahren. Wir beten, dass wenn wir uns mit dem Evangelium beschäftigen, dass das uns im Glauben gesund merken und dass das uns im Glauben an die Forst merken und dass wir die einmal alle leben, einmal alle ehren, einmal alle anerkennen als ein heiliger Gott, der voll Leben ist mit Leuten Gnade. Möchten wir auch wieder diese Gnade an andere Menschen wiedergeben. Das beten wir in Jesus' Namen. Amen.